Good noons. Welkom alle. Vrij ons dat we waren daar dat ik met mensen heb komen en met je heb zingen en loven en prijzen God aanbidden. En ik heute allen welkom wat nu verder Pantalia zit, wat am computer oder phone, wat einmal durchgeht. Folgt einfach auch tussen singt mit en weil wir einfach unseren großen Gott anbeten. Van ik zei, de ganze Welt, alles sei mulig, alles sei ihr Schmuck, du musst wer sein, wat mir gemerkt, der wacht op mich, hat einen Plan für mich, wat ich auch sie, wat ich hier hab jeden Tag, deine Gröte genut. Kon ik mij niemals vertellen, no Jesus, dieser stille Stolen, en dit werk uit bloed, en werk je kwijt. No Jesus, ik brauch bloß blijven, du bist mijn Rader. Ik wil wie hier. Dine stem, ze klotte hier, wird dein mein Hort berühren. Dicht wie die te sein, dine jägen Worte sperren. Worte gibt sie, Worte hier ab jeden Tag. Dine Gröte genut, kon ik mij niemals vertellen, no Jesus, dieser stille Stolen, en dit werk uit bloed, en werk je kwijt. No Jesus, ik brauch bloß blijven. Du bist mijn Rader, ik wil wie hier. No Jesus, dieser stille Stolen, en dit werk uit bloed, en werk je kwijt. No Jesus, ik brauch bloß blijven. Du bist mijn Rader, ik wil wie je hier.
Halleluja, 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 Halleluja. Ein König voller Pracht, voll Weisheit, voll Macht. Die Schöpfung betet am Mond, die Schöpfung betet am Mond. Heu kleut sich mit Licht, doch Dunkeles vernicht. Wat konen wann hij redt, wat konen wann hij redt. Begrüßt ist die Herr, sing mit mir, begrüßt ist die Herr, die preisen am begrüßt, begrüßt ist die Herr. Vom Anfang von der Zeit, wat hen der Ewigkeit, bleibt heute selber Gott, bleibt heute selber Gott. Aus Voraussehnen jetzt, den hohle Schöpfung preist, aus Lommes Leib, aus Lommen Lukos Leib. Begrüßt ist die Herr, sing mit mir, begrüßt ist die Herr, die preisen am begrüßt, begrüßt ist die Herr. Lieber Horst ist die Sing met mij, begrüßt ist die Herr, wie preisen am begrüßt, begrüßt ist die Herr. Dann singt mein Hort zu meinem Heiland mit. Begrüßt bist du, begrüßt bist du. Dann singt mein Hort zu meinem Heiland mit.
Sing mit mir, vergräbt, es dei han, wie presen am vergräbt, es dei han. Så ik hoop jullie heeft dat zingen naar God gevierd. Een woord voller Dank, dat we zingen wel weer groot als ons haar. Van der was Elando konnte leider nicht dabei sein. So ich sehe, ich würde fahren. Ich wollte nicht so lange merken, ich ziehe nicht sonst ein Prediger. Aber ich möchte uns aus der Bibel mit was verlesen. Ein paar Gedanken dazu. Weil wir uns ein Kapitel, 2. Mose Kapitel 14 lesen. Und mit mir gelesen sein, so hart sagt, das ist plottig, so dann soll was für uns alle gut zu verstehen gehen. Der Herr sagt zu Moses, und vielleicht ganz kurz hier dazwischen, das ist, als die Israeliten endlich nach all den Plauen in Ägypten, die können mal losgehen und rückreisen. Und nu endlich wird dann so weit, so der Herr sagt zu Moses, sei die Israeliten, sie sollen bei Pichahirot zwischen Migdol und dort Meer anhüllen und sich durchlagern. Jen Eva von Baal Zephon, bei dort Meer, sollen sie dort Leeuwen abstoßen. Dann wird ich ja nicht denken, dass die Israeliten sich in der Wildnis festgegangen haben. Und ich würde ihnen eine hohe Anstellung geben, und er wird ihnen heranjagen, aber ich würde mir durch den König und seine ganze Armee verherrlichen, so dass die Ägypter dort klar wurden, dass ich der Herr sie, und sie deuten dort so. Und aus dem ägyptischen König dort gesagt wird, dass das Volk ausgewandert wird, dachten die König und seine Regierungsmänner sich dort noch einmal noch und sagen, was haben wir getan? Dort wie die Israeliten haben gehen lassen. Nu sind unsere Arbeiter wach. Du mit Leuten seine Kriegswehr reinmerken und rübt seine Armee ab. Erstens nahm seine Saßen hat besondere Kriegswehr mit, dann Leute über alle anderen Wehr auch noch kommen, mit all den Männern, die dort angestellt werden. Der Herr mag den König das Hort angestellt, so dass die Israeliten heranjoch. Die Israeliten gingen bosig vorwärts. Die Ägypter mit Piet, Wehrus, Ritter und die ganze Armee jugen an heran und holden an, als sie noch bei Pichahirot, bei das Meer gelauert werden. Jen Eva von Baal Zephon. Als die Israeliten sich dann umkickten und sahen den König und die ägyptische Armee anmarschieren und dann anholen, einst an dort Säuer, und die Israeliten schrien nur dem Herrn. Und sie sagten zu Moses, werden du nicht genug Gräber in Ägypten, dort du uns musst in die Wildnis bringen zum Sterben? Warum hast du uns aus Ägypten rückgebracht? Seht wie die nicht, als wir noch in Ägypten wären, lot uns doch, dort das besser für uns, dort wie Ägypter deine, als dort wir in die Wildnis umkommen. Und Moses sagte dort Volk, hab nicht Angst, blieb standhaft. Die worden zijn, waar de Harien von der noch raden wird. Die Ägypter, die nu noch zijn, wo je nie nicht waren zijn. Niemals. Der Herr selbst wird für ihn streiten. Blieb mir ganz ruhig. Der Herr sagt zu Moses, warum rübt ihr mich? Sei die Israeliten, sie sollen vorwärts gehen. Heb den Stock ab, lang mit deiner Hand über das Meer. Dann wird der Wutter sich teilen, sodass die Israeliten ab 3 Grund waren, können durch das Meer gehen. Aber ich würde Ägypter hart anstellen, sodass sie jüngst waren herankommen. Ich aber war Anerkennung kriegen. Der Stadt, wo ich über den König und seine Macht mit Wehrus und Ritter dönen war. Wenn ich mein Storcher aus den König mit seinen Wehrus und Ritter bewiesen war, dann wurde die Ägypter dort ansehen, dass ich der Herr sie. Und Gott sein Engel, der immer für das israelische Heer ging, trug sich Tritt und stellte sich hinter das Volk an. Und der stille Wald von Pferd das Volk stellte sich auch hinter das Volk an. Zwischen das israelische Heer und das ägyptische Heer. Und der Wald gab an einer Seite Licht, aber an der anderen Seite wie das Düster. Und durch die ganze Nacht kamen sie nicht taub. Dann streicht Moses seine Hand über das Meer. Und der Herr jucht das Meer trägt mit einem starken Östwind, der durch die Nacht überblos in das Meer hineindeil, so dass wurde mehr gewas wir, nu 3 Land wir. Die Israeliten gingen ab 3 Grund durch das Meer,
und wo wir eine wohnt von Wutter und jeder sieht von an. In Ägypten, met al ihre Piet en Wils en Ritter Joen aan hen heran en Madden en meer. Dan bij dat eerste morgenlicht, checkt de haar van de stille wald van vier en grijf en verwaart de Egyptische armee. Hij leidt de reden aan ihre Wils struif komen, zodat ze schwor wiederkomen. De Ägypter zeiden, weil wir uns hier von Pferde diese Israeliten wegbringen, will sie haar stritt veran. En jen ons. De Herr zei zu Moses, streit deine Hand über das Meer, dat der Wutter soll trägt über die Ägypter und ihre Wils und ihre Ritter. Und Moses streit seine Hand über das Meer und aus dem Morgen Verbruch leitet sich das Meer trägt in seine Städte. Aus den Ägypter dort sagen, spülten sie sich trägt und randen nur das Wutter abtun. Und der Herr macht ein mit den Ägypter im Meer. Das Wutter hilft sich dann an und bedeutet dem König seine Wils und die ganze ägyptische Armee, die an hen herangekommen wären. Nicht ein Ägypter kam mit seinem Leben davon. Die Israeliten übergingen der Stadt Meer ab 3 Barm. Dort Wutter stund aus einer Wand ab jeder Seite. Den Tag wehrte der Herr die ägyptische Armee auf und halb die Israeliten. Die Israeliten sagen, der deutsche Ägypter ab dem Land abspalten. Aus den Israeliten die grote Gewalt sagen, met wanneer de Herr je in Ägypten kwam, had dat falsch voor dem Herrn. En ze kregen groot vertrouwen am Herrn. En dan zien daar naar Moses. Bad door, dat is het kapitel. De Israeliten waren in een domme situatie, niet? Die wisten niet al ganz alles, wat Gott nog met Moses bereid had. Maar die stonden door en die eet om meer aan te ver. En kunnen niet weg, die gibt daardoor. En God braucht diese Gelegenheit und hij stiert diese Gelegenheit dat de Israeliten zullen zijn wat van groten God zu houden. En hij stiert ook zo dat hij Ägypten door bestrafen deed en dat ganz Ägypten nu zijn zal, wie groot God werkelijk weer. Ik glaube, de Ägypter, wanneer die ganze Plau waren met erlebt haben, die waren al gewusst haben, iets wat erst met dit valt en iets wat vielleicht soll uns ja nicht immer gehen oder die haben auch ein Hort gehabt, ich weiß nicht, wer das war, aber die haben auch viel erlebt und nun noch die ganze Armee mit alles, mit dem König, alles taub. Wir merken, haben wir vielleicht nicht so eine Situation oder die Situation kommt bei uns vielleicht nicht so im Leben, aber sind wir nicht auch manchmal ganz ein, wo das erschien, hinter uns ist das Feind, und vor uns ist das Wut, und wir können noch nicht haben. Es ist nicht manchmal, dass wir vielleicht in der Wirtschaft mit Geld vielleicht so ein sind, oder mit unserer Ehe, mit unserem Partner, mit der Kinder, mit verschiedenen Situationen, wo wir einfach nicht mehr treten weiter. Ich weiß noch, als wir mal in Kanada waren, wir jung befreit, ein paar Jahre befreit, wir hatten verder hier gewohnt, dann trok wir dort haben. Und 3 kleine Kinder, und wir haben Weg zur Arbeit am Sinn, und die müssen sich arbeiten, den Sinn, und muss ich arbeiten. Und zwischen mir und Sieglande, wir hatten ein bisschen, nicht aus dem Trouble, wir verstanden uns nicht, und das hat ein bisschen länger Zeit angehalten. Und wir waren so ein, als wenn der Sohn mir schlug und sagt, das meint ihr so besonders, das ist alles te ein. Und er rohrt meist ganz in Weich. Und er immer war Gott, das geht ja nicht so, und das geht ja nicht so, da muss doch eine andere Lösung sein. Aber so eine Situation, und ich habe gleich alle in uns Leben beschrieben, wo immer wir waren, wo wir sagen, okay, das geht ja bloß gleich wieder. Wenn wir dann so eine Geschichte aus das lesen, dann weiß ich, vielleicht hat Gott uns Leute an der Situation entkommen. Dat hij verherrlicht wordt. Vielleicht hat Gott uns zu nennen gelassen, dass wir lernen. Aber wenn so etwas kommt, dann, da wie vielleicht auch die Israeliten, für das erste Mal sei beschuldigen, nicht? So, wem schuld ist das hier nicht? Hat können sagen, wir haben eine frühere Schuld. Der wird vielleicht sagen, nee, aber das ist dein Problem. Oder, was immer, oder wenn du etwas der hat mich nicht getötet, dann sieht in dieser dumme Situation bei und was immer, Leo, du bist, wir finden je meest einmal schuldigen. Maar de Israëlieten, die beschuldigen, aber waren aan dat halt niet. Ze werden door halt niet wieder beschuldigt. Ze werden even door. Nee? So wat doen ze dan? Dan praten ze Gott. Dan praten ze Gott. Und Gott sagt immer, was sagt mir dort, red zu mir. Wenn wir die Psalmen da schicken, dann sagen wir, wie Gott uns lehren hat, wie wir
eine Beziehung können wir haben, wenn wir sagen, wie David immer war, sich einfach seine Gefühle alle rückgeschrieben hat nach Gott. Mal ist das Freude, mal ist das Euer, mal ist das Treue, mal ist das Beschuldigung, mal einfach das rückgeredet nach Gott. Und ich glaube, hier, die Israeliten praten bloß. Nu, hier will wir nicht sterben, nicht? Hat er leider in Ägypten gestorben, also hier sieht das dann so. Was sagt Gott? Und das ist mir so interessant. Gott sagt nicht, rübt noch länger, er sagt, go, woran rübst du noch? Ne, go. Und so viel kann uns leben. Dann prachen wir, aber wir haben im Kopf vielleicht al die Antwort gekriegt. So, wenn du die Antwort gekriegt hast, was Gott dir sagt, dann brauchst du nicht länger prachen, nicht länger beschuldigen. Dann das gut. Er merkt einen Weg auf, er merkt uns Reue, dass wir das kennen. Und ich glaube, das ist einfach ein Bibeltext, was uns kann sagen möchte, einfach gut. Und die Israeliten, die wussten, Gott wie beten. Wenn sie hat sich das so klar bewiesen, mit der Wald, mit der zu Moses reden, so wieder, die wussten, wie du. Kreuz ich habe von der weiter. Gott ist bei uns. Und die Situation, wo du bist, wo du dich fühlst, wo immer du bist. In Johannes 14, Vers 16 und 17 sagt, und ich wurde vor der Frau, und die wird einen anderen Tröster geben, der ewig bei ihnen bleiben wird. Dort ist der Jesus, der Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann. Willst du den nicht sieht und auch nicht kennt, je überkennen den, willst der wohnt an jünd und wird mit jünd sein. So ist die Israeliten damals nicht allein wie Gott, wir mit ihnen, so sagt uns das Bibelvers auch, Gott ist von der mit uns. Und wenn er sagt, gut, dann können wir weiter, er ist du. Ein anderer Bibelvers, auch in Johannes 14, 26 und 27, über den Tröster, der Heilige Jesus, den der Vater in meinem Namen schickt wird. Der wird ihnen alles lehren und ihnen an all das Denken helfen, was ich ihnen gesagt habe. Frieden laat ich ihnen, meinen Frieden gebe ich ihnen. Ich gebe ihnen nicht, so als die Welt gibt. Laat ihnen nicht das Hort bearbeiten und versch ihnen nicht. So, wenn du in der Situation bist, wenn das schwer wird, laat den Hort nicht bearbeiten. Sondern er gibt uns Frieden, er gibt uns den Tröster, der Heilige Jesus ist der Tröster, dem kostet eine Frau, Heilige Jesus hat sie traurig, was mich trösten, ist Teil von der Dreieinigkeit Gottes. Und so würden wir noch eine ganze Nehemia-Bibelvers finden, aber ich möchte noch einen lesen, der mir sehr wichtig ist. Und ich habe direkt von Jesus in den Müll, Jeruts euer der Weg vor, 20 Verse, sind ja letzte wird euer Weg vor. Und da sage ich, leert an alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Und verlot ihr darauf. Ich zie immer bij uns, was am Ende von der Welt. Krijten down, wo du stehst. Ich zie immer bij uns, was am Ende von der Welt. Dat is ons Gott. Voll Leib, voll Genot, voll Geduld. Aber auch was uns manchmal sagt, nicht dort, man. Gut, man. So bist du bereit zu gehen? Bist du bereit, den nächsten Schritt zu merken? Omdat in je Situation wat anders zijn. Gott hat den Stich bereit für dich. Gott hat das aufgemerkt. Und er hat auch seinen Tröster geschickt, den Heiligen Jesus, dass der Ende ist und dass er die lehren will. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel.